Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Fragte er. Der Heerführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Da gehorchte Josua. Die neue Predigtserie heißt Auf Konfrontationskurs. Das ist ein mächtiges Bild, ein bisschen angstflößendes Bild. Hier ist Josua. Er hat eine unglaubliche Verheißung bekommen. Eigentlich hat die Verheißung hat das Volk Gottes bekommen. Mose hat es bekommen. Aber jetzt ist Mose gestorben und Josua hat den Auftrag, das Volk Israel aus der Wüste heraus in das verheißene Land zu bringen. Und manchmal denkt man, wenn Gott etwas verheißen hat, dann fällt es einfach so zu, oder nicht? Wenn schon Gott gesprochen hat, speziell wie damals zum Volk Israel, es wäre so klipp und klar, dann muss es einfach zufallen. Einer meiner Lieblingssongs, der ist ungefähr 20, 30 Jahre alt, aber das war der Song Vater des Lichts. Du änderst dich nicht oder du freust dich an deinen Kindern. Und dann heißt es so, und alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Genau, das ist ein super Song. Aber er hat unglaublich viel von mir, meine Theologie geprägt, dass ich dachte, es kommt einfach von oben runter. Es passiert dann einfach. Wenn es dann Gottes Wille ist, dann kommt es schon. Weil Gott ist gut. Ja, aber ich finde es auch interessant, dass in der Geschichte des Volkes Israel, da gab es diese Momente, wo sie das Territorium einnehmen mussten. Und neues Land kannst du nur einnehmen, wenn es mal knallt. Weil du stößt auf Territorium, das schon besetzt ist. Ja. Und Josua wusste das, es wird zu einer Konfrontation kommen. Und es ist natürlich immer einfach, wenn du selber diesen Schritt machen kannst. Aber hier in dieser Geschichte passiert etwas anderes. Nicht er kann konfrontieren, nicht er kann angreifen, sondern hier steht plötzlich ein Mann ihm im Weg. Und ich weiß, wenn mich jemand konfrontiert, ich gehe normalerweise ziemlich schnell in die Verteidigungshaltung, in den Verteidigungsmodus, weil ich habe es nicht gern, wenn jemand in mein Gärtchen schaut und mir sagt, so und so nicht. Bin ich der Einzige? Es ist immer natürlich, wenn uns jemand konfrontiert, dann gehen wir in den Verteidigungsmodus. Aber du wirst nie Neuland einnehmen, ohne dass du konfrontiert bist. Und ich möchte euch ein bisschen schmackhaft machen auf diese Serie, weil ich glaube, die tut uns gut. Und ich möchte uns von Anfang an sagen oder herausfordern, versuch dich nicht zu verteidigen. Es ist eines meiner Hauptziele dieser Serie, dass wir aus diesem Verteidigungsmodus rauskommen. Dass wir uns mal auch was sagen lassen. Ich will echt sagen, wir sind eine Kirche, die auf Konfrontationskurs ist. Aber wirklich. Ich bin so dankbar, dass ich im Leben konfrontiert wurde, dass sich jemand in mein Leben gestellt hat. Und war ein Engel. Ein Gesandter Gottes hat sich in den Weg gestellt mit gezücktem Schwert. Also, und die Frage war schon für Josua so, ist er jetzt für mich oder gegen mich? Und wenn wir konfrontiert werden, geht in unserem Kopf schnell mal was los und wir denken, meint er es gut mit mir uns oder nicht? Und wir sind auf Verteidigungsmodus, einfach weil wir der Sache nicht ganz trauen. Ich bin so dankbar, dass mich Leute herausgefordert haben. Ich bin so dankbar für Kirche, wo Menschen echt das sagen, was sie auch wahrnehmen. Als Musiker, ich bin so dankbar, dass ich weiß noch, ein Techniker hat mir mal gesagt, hey, weißt du denn, du immer die letzte Note, die verschluckst du und dann bist du zu tief. Du singst falsch. Und einfach all die anderen Techniker haben nichts gesagt, haben wahrscheinlich einfach mich leise gemacht, dass man es nicht hört. Aber es schmerzt doch, wenn jemand mal sagt, hey, weißt du was, du singst falsch. Aber ich musste es hören, weil dann konnte ich mich darauf einstellen und ich konnte es lernen und plötzlich wurde ich auch besser darin. Ja. Ich möchte eine Kirche sein, die wirklich die Dinge konfrontiert. Ich liebe es, dass, ich weiß noch, ich hatte Angst. Die Frau, die ich gesehen habe auf dem Missionseinsatz in Rumänien in 2005, zu fragen, ob da nicht etwas zwischen uns weitergehen könnte.
Ich hatte bis anhin noch nie den Mut, eine Frau zu fragen. Nie. Ich bin so dankbar, dass meine australische Mitbewohnerin damals einfach gesagt hat, Dan, jetzt musst du die Hosen anziehen. Jetzt. So eine findest du nie mehr. Jetzt ist Zeit. Und ohne diese Konfrontation wäre das nicht passiert. Und wir wollen in dieser Serie wirklich auch unsere Ängste konfrontieren. Weil eine Angst darf nie uns davon abhalten, etwas zu haben, was uns eigentlich lieb ist und was wir eigentlich gerne hätten. Wir brauchen die Konfrontation. Und ich freue mich echt, dass etwas aufbrechen wird. Und ich möchte Juana auf die Bühne bitten, weil sie wird jetzt mal weiterfahren. Wir teilen uns die Predigt heute. Wir werden gar nicht so viel predigen, sondern wir wollen in dieser Serie auch einen Rahmen schaffen, wo mit Aufrufen, wo wir vorne zum Altar kommen, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir Gott wieder neu zulassen, dass er etwas tut. Also eigentlich ist die Predigt von dem, was wir sagen, nur halbe Miete. Aber es soll etwas passieren in dieser Serie und ich hoffe, ihr seid dabei. Hört auf sie, ich kenne sie jetzt schon 14 Jahre, sie hat meistens recht. Meistens. Joshua went up to him and asked, friend or foe? Josua ist zu ihm hingegangen und hat gefragt, bist du Freund oder Feind? I love the fact that Joshua has a winning spirit. Ich liebe es, dass Josua einen solchen gewinnenden Geist hatte. This guy is fearless. Der hatte keine Angst. Many times I read in the Bible about angels' visitations. Und häufig lesen wir in der Bibel über Engelbesuche. When the angel appeared to Mary, he said, fear not. Und der Engel kam ja zu Maria und sagte, hab keine Angst. When the angel comes to bring the good news of Jesus' birth to the shepherds, says, fear not. Als der Engel zu den Hirten kamen, die auf dem Feld versammelt waren, sagte er ihnen auch, habt keine Angst. But Joshua is such a... My son Jan is called Samuel. Mein jüngster Sohn heißt Samuel. And Janis, my oldest, calls him sometimes. Und Janis sagt ihm manchmal, Because Samuel is so passionate. weil Samuel so leidenschaftlich ist. And he goes to the baby on the floor and he loves him. Und er geht zum Baby, das auf dem Boden liegt und liebt ihn einfach. But he loves him so much Aber er liebt ihn so sehr, that Janis will call up, dass Janis jeweils ruft, Mommy, come on! Samuel is such a killing machine. komm doch Mami, hilf, Samuel ist so eine Killermaschine. Sometimes we can become killing machines. Manchmal werden wir solche Killermaschinen, We can become too aggressive manchmal werden wir zu aggressiv, when passion takes over. wenn die Leidenschaft uns übernimmt. Friend or foe? Freund oder Feind? Neither, but as a commander of the army of the Lord, I have now come. Weder noch, aber als Kommandierender der Armee Gottes bin ich gekommen. Joshua's vision is so blurred. Die Sicht von Josua war so verschwommen, He doesn't have clarity. er hatte keine Klarheit. He thinks that the angel is a man. Er denkt, dass dieser Engel einfach ein Mann ist. I love that the angel says, neither. Und ich liebe es, dass dieser Engel gesagt hat, weder noch. Because God Denn Gott has peace hat Frieden before the fight. Before a fight, vor dem Kampf, in the middle of a fight, mitten im Kampf and after a fight. und auch nach dem Kampf. We see Joshua, he's in front of the Jericho walls. Wir sehen da Josua, wie er vor den Mauern Jerichos steht. He even goes to the angel with a sword. He's armed and equipped. Er geht sogar auf diesen Engel, auf diesen bewaffneten Engel zu. He trusts his skill. Er vertraut auf seine Fähigkeiten. But Joshua is not just the fighting man. Aber Josua ist nicht nur der Krieger. Joshua knows God. Josua kennt Gott auch. And he is the man Und er ist der Mann, that when confronted with God, dass wenn er mit Gott konfrontiert wird, he surrenders. dann unterordnet er sich. What happens next is that he falls down, face down, and he surrenders. Das nächste, was passiert, ist, dass Josua sich niederwirft und Gesicht unten sich
sich ihm unterwirft. He worships. Er betet ihn an. He now finally understands that God is in control. Er versteht jetzt endlich, dass Gott alles in seiner Kontrolle hat. Joshua asks, so what's the message? Und Josua fragt dann, ja, was ist denn die Botschaft? Sometimes we are so interested in the solution of our problem. So häufig sind wir einfach nur an der Lösung unserer Probleme interessiert. What would be the way I can go about this fight? Wie kann ich in diesem Kampf vorwärts kommen? Come on, God, just pour it out. Give me the good idea. Komm Gott, gib mir doch jetzt endlich diese gute Idee. And what God does Und was Gott aber macht, is he brings an invitation. er bringt eine He Einladung. says, Joshua, come on, take off your sandals. Und er sagt da am Josua, zieh deine Sandalen I aus. don't know about your guests, Ich weiß nicht, wie das mit euren Gästen but aussieht, when my guests come to my place, aber wenn Gäste zu mir nach Hause kommen, when they take off their shoes, wenn sie ihre Schuhe ausziehen, I know they don't plan to just stay for a little while. ich weiß, sie planen dort eigentlich nur eine kleine They Zeit zu don't just bleiben. come to say hello. Sie kommen nicht einfach nur, um nur Hello zu sagen. They come and they want to stay and they want to have fellowship with me. Sie kommen, sie wollen dort eine Zeit bleiben, sie wollen Gemeinschaft mit mir haben. So God is trying to teach Joshua, Also Gott versucht hier Josua beizubringen, come on, what you need for your next fight, was du jetzt für deinen nächsten Kampf brauchst, you need a moment with me. das ist ein Moment mit mir zusammen. And I remember the picture from the movie Nemo. Und ich kann mich an ein Bild aus dem Film Nemo erinnern. There is one egg left, Da ist ein Ei, das zurückgeblieben ist, and the father fish takes the little egg, und der Vaterfisch nimmt dieses eine Ei, and all he says is, I've got you. und alles, was er dazu sagt, ist, ich habe dich. And I believe this is a word for some of you that are in a fight. Und ich glaube, das ist auch ein Wort für einige von euch, die jetzt gerade in einem Kampf drin That's sind. not going to take the strength of what you've learned yesterday. Dass es nicht um die Kraft geht von etwas, was du gestern It's gelernt not hast. going to take what you've trained for. Es geht nicht um das, was du dafür trainiert worden bist. It's just going to take you resting in God. Es geht einfach darum, dass du dich in Gott zurücklehnst. Come on, God says to you, I've got you. Gott sagt dir, ich habe dich. I don't know if Joshua is aware, Ich weiß nicht, ob das Josua bewusst in war. previous chapters, In vorhergehenden Kapiteln, when he fights the Amalekites, als er gegen die Amalekiter kämpfte, there is Moses on the mountain da ist Mose auf dem Berg oben. who prays for him, Und er betet für ihn. who lifts his hand, Er erhebt seine Hände who intercedes for Joshua in the fight. und er macht Fürbitte für Josua, der gerade mitten im Kampf ist. You know, sometimes we get so confident that we want it, Manchmal werden wir so zuversichtlich, dass wir es gewonnen haben. that it was my knowledge that brought me forth. Dass es meine Erkenntnis war, die mich dorthin gebracht hat. I don't know if he placed any value. He must have been placing value on Moses praying, Ich glaube, er hat wirklich wertgeschätzt, dass Mose für ihn gebetet hat. but probably he doesn't know that it does take prayer for you to get there. Aber vielleicht ist es dir nicht bewusst, dass es Gebet braucht, dass du dorthin kommst, wo du bist. I wouldn't be here today if it wasn't for a prayer mothers that I have. Ich praying. wäre nicht hier, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht eine Mutter gehabt hätte, die für mich gebetet hätte. I wouldn't be so blessed if my grandma didn't pray. Ich wäre nicht so gesegnet, wenn meine Großmutter nicht für mich gebetet hätte. And I wouldn't have even met the Lord if my auntie wouldn't have led me to him. Und ich hätte wahrscheinlich auch den Herrn nicht kennengelernt, wenn meine Tante mich nicht zu ihm geführt hätte. Because it doesn't just take the human me, it takes also the spiritual me. It doesn't just take my skill, my gift and my talent. Es braucht nicht nur meine persönliche, natürliche Art und Weise, es braucht auch meine geistliche Persönlichkeit, damit man so etwas machen kann. It was the end of the school year and I had an exam which is probably here called Matura. Es war am Ende meiner Schulzeit im letzten Jahr, wo es auf die Prüfungen zuging. Das entspricht dem, was hier Matura genannt wird. And of course I was after good results. Und ich hatte natürlich vor, gute Resultate You zu know, I erzielen. wanted the best grade. Ich wollte die besten Noten erzielen. But I went there with the confidence of God. Aber ich ging dorthin mit der Zuversicht in Gott, With all I've learned, mit allem, was ich but gelernt also hatte, trusting Him. aber auch indem ich ihm vertraute. So I was just praying, Lord, one subject I don't know, I don't understand, I have no clue what this is. Please don't give it to me. Ich habe aber auch gebetet, da ist das eine Gebiet, das habe ich einfach nicht im Griff, da weiß ich nichts davon. Bitte sorge dafür, dass das nicht kommt. So I go there and I pick up a little note. Und ich war da und ich habe einen solchen Notizzettel There gezogen. were 3 subjects, Da waren 3 Gebiete and drauf. the last on the
the list. Und das letzte auf der Liste, It had to be exactly the one das war genau das, I prayed away. das ich eigentlich wegbeten wollte. So it was an oral exam. I presented everything, all the subject. Es war eine mündliche Prüfung, ich habe all diese Gebiete präsentiert And about the last one, und über das letzte I had very little to say. hatte ich nur sehr, sehr wenig zu sagen. So the examiner looks at me and says, okay, so go on. Und der Prüfungsleiter hat mich so angeschaut und gesagt, ja, mach weiter. So all I did was looking straight into him and I was praying. Und ich habe ihn nur so angeschaut und habe so gebetet. Our Father who is in heaven, hallowed be Vater your im name. Himmel, geheiligt werde dein Name. All of a sudden he says, Und auf einmal sagt er, why should we make it so long? warum sollten wir es so lang machen? 10. That's the maximum in Romania. Was? 10. Das ist eine 10, die Bestnote. So 3 of the examinators gave me 10. Also 3 dieser Examinatoren haben wir die Bestnote You gegeben. know, because sometimes you will win Denn manchmal wirst du gewinnen, because the favor of God is upon you. denn die Gunst Gottes ist mit dir. And all you have to do Und alles, was du machen musst, is to step into ist the hineinzustehen spiritual person that you are. als geistliche Person, die du bist. God wants to turn Joshua Gott möchte Josua from the arrogant fighter aus einem arroganten Kämpfer into verändern the humble spiritual man. in einen demütigen geistlichen Mann. And that happens Und das passiert, when we surrender. wenn wir uns unterordnen. You know, too much confidence, it can be damaging. Wenn wir zu zuversichtlich oder zu eigenwillig sind, dann kann das auch Schaden hervorrufen. And I've been there in that place Und ich war an diesem Platz schon, where I was too aggressive. wo ich zu aggressiv war. You know, I thought I know it all. Ich dachte, ja, ich weiß alles. What I see now, it's what I've seen then, and that's it. Was ich jetzt sehe, was ich schon gesehen habe, und so ist es. Sometimes, you know, our perception of what happens now is so dictated what happened to us in the past. Manchmal ist das, was wir jetzt gerade wahrnehmen, so beeinflusst von dem, was aus der Vergangenheit kommt. And I was wrong, and I took wrong decisions. Und ich war falsch, ich habe falsche Entscheidungen You getroffen. know, I was rude to people. Ich war aggressiv anderen Leuten I gegenüber. didn't have all the answers. Ich hatte nicht alle Antworten, But what I learned, aber was ich gelernt that habe, no matter where your heart was set on, egal worauf du dein Herz bestimmt hast, we so many times think, oh, if I do good things from my heart, God will bless me. so häufig habe ich gedacht, ja, wenn ich gute Herzenssachen tue, dann wird Gott das segnen. But I learned that when I find myself in a place where I realize how wrong I was, Aber ich habe auch gelernt, dass wenn ich realisiere, wie falsch ich eigentlich lag, God does not bless me upon what came out of my heart yesterday. Gott wird mich nicht segnen aufgrund dessen, was gestern aus meinem Herz gekommen Not ist. even what comes out of my heart right now. Nicht einmal, was jetzt gerade aus meinem Herzen kommt, But He blesses me aber er segnet mich. upon where I will set my heart next. Aber aufgrund dessen, wo ich mein Herz in Zukunft ausrichten werde. Come on, church, where are you going to set your heart upon next? Worauf wirst du dein Herz ausrichten in Zukunft? Are you going to allow God to encounter you where you are at? Wirst du Gott erlauben, dir dort zu begegnen, wo du jetzt bist? Rude or polite? Entweder höflich oder unhöflich. Good or less good? Gut oder weniger Rich or gut. poor? Reich oder Are you arm. going to let God to encounter you? Lässt du es zu, dass Gott dir begegnet? Are you going to take off your sandals? Wirst du deine Sandalen Are you ausziehen? going to come into His fellowship? Wirst du in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft kommen? Why do we come to church? Warum kommen wir in die Kirche? Probably we could have other plans. Vielleicht könnten wir noch andere Pläne But I ausführen. believe Aber ich glaube, that the fight is there dass da ein Kampf ist, because God is trying to teach us something. weil Gott uns etwas beibringen He will. wants every one of us to have a new revelation, Er will, dass jeder einzelne von uns eine neue Offenbarung a bekommt, new understanding, ein neues Verständnis, a contemporary understanding ein zeitgemäßes Verständnis, that He's a relational God. dass er ein Gott der Beziehung ist. And here gathered together with one another, Und wenn wir hier zusammenkommen, we have the opportunity dann haben wir die to Gelegenheit, just surrender, uns einfach to unterzuordnen, hear a word from Hans-Peter um ein Wort von Hans-Peter that zu is hören, encouraging, das ermutigend to ist, worship God and in my worship have an encounter, a moment with God. um Gott anzubeten und in diesem Moment der Anbetung einen Moment mit Or Gott maybe zu through the haben. preaching that something is deposited in my heart. Oder dass etwas durch die Predigt in mein Herz hineingelegt
angeregt wird. Come on, it's so much about our heart response. Es geht so sehr um unsere Herzensantwort. I thought, you know, that God will listen to my created wishes. Ich denke, ihr wusstet, ihr wolltet meinen geschaffenen Wünschen zuhören. But in having moments with God, Aber indem man Momente mit Gott zusammen I hat, have opened my heart habe ich mein Herz and aufgemacht I've realized und ich habe realisiert, that He must pour into my heart His thoughts and His desires. er muss seine Gedanken und seine Verlangen in mein Herz hineinlegen. And when I surrender in front of Him, Und wenn ich mich ihm unterordne, when I allow Him to form me, wenn ich es zulasse, dass er mich formt, He's going to fulfill those desires. dann wird er diese Herzensangelegenheiten auch ausführen. Come on, church, I encourage you to keep on going, to keep on dreaming, to keep on fighting. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr dran bleibt, dass ihr weiterkämpft, dass ihr weitermacht. But do it God's way. Aber mach es auf Gottes Weg. Do it with the talented you, Mach es mit deinen Talenten, but with the spiritual you as well. aber auch mit deiner geistlichen Persönlichkeit. Come on. I hang on. Wir hätten Gott gerne auf unserer Seite, oder nicht? Ja. Bei Josua war es nicht der Fall. Der Engel sagte nicht, ja, ich bin für dich. Ich glaube, ja, Gott ist für uns, aber er ist nicht in allem für uns. Und in dieser Geschichte ist wirklich das Wort Hingabe ist so unglaublich wichtig. Gott kann nicht an deiner Seite sein. Er ist heilig. Heilig heißt anders. Er ist abgesondert. Heilig heißt eigentlich Schnitt. Er ist nicht menschlich. Er ist etwas anderes. Und eigentlich in unserem Leben müssen wir immer an einen Punkt kommen, wo wir das zulassen und sagen, Herr, ich hätte dich gerne auf meiner Seite, aber ich stelle mich auf deine Seite. Und wie das Gott tut, dass das passiert, ist durch Konfrontation. Weil hier stellt sich dieser Engel mit gezücktem Schwert in den Weg von Josua. Und Josua kommt an einen Punkt, wo er sich hingibt, wo er kapituliert. Und dann kann etwas Großartiges passieren. Die nächste große Aufgabe, die nämlich Josua hatte, war die unbezwingbaren Mauern Jerichos zu bezwingen. Und es fängt an mit diesem Moment der Hingabe. Und hier redet er sagt es so, es soll ein heiliger Boden werden. Ich habe den Titel dieser Predigt, möchte ich noch sagen. Gott will bei dir Boden gut machen. Und ich möchte einfach schnell 3 Sachen weitergeben, auch 3 eigene Erfahrungen, so heilige Bodenerfahrungen in meinem Leben. Was es genau bedeutet. Denn Gott will dort, wo du momentan stehst, will er hineinkommen. Gott hat eigentlich genau diese Situation. Es ist nicht, hey, Gott komm jetzt zu mir, sondern nee, Gott ist in sein Territorium gekommen, aber jetzt musste sich Josua in seinem Territorium hingeben. Und es ist nicht, dass Gott sagt, komm darüber, sondern er ist in seine Welt hineingekommen. Das Erste, was ihr wissen müsst, wenn es um heiligen Boden geht, da, wo du jetzt gerade im Leben stehst, darfst du ankommen. Der Engel sagt, zieh deine Schuhe aus. Es ist einfach ein Symbol, hey, wenn du die Schuhe ausziehst, und damals hatte man Sandalen, wenn man weite Distanzen gehen, zieh deine Schuhe aus, jetzt hier musst du mal ankommen. Weil jeder von uns möchte gerne an einem anderen Ort sein, möchte weiter sein, möchte schon das erreicht haben, möchte schon irgendwie hier etwas geschafft haben, möchte schon sehen, dass das endlich passiert ist, dieses Gebet bereits erhört. Und wenn Gott in deine Welt kommt und sagt, es ist ein heiliger Boden, es ist ein Moment, wo du dich hingibst, es ist ganz wichtig, dass du einfach weißt, hier kann ich ankommen. Ich weiß noch, als ich 15 war, hatte ich das erste Mal wirklich so eine krasse Gottesbegegnung. Es war eine Konferenz, Get Ready Konferenz. Es war ein Aufruf von Jackie Pullinger II. Ich bin nach vorne gekommen. Das hat mich einfach angesprochen. Aber ich weiß noch ganz genau, als 15-Jähriger habe ich mein Leben Gott geweiht. Und wie gesagt, Herr,
ich wollte eigentlich Rockstar werden damals und Musik und alles. Ich gesagt, Herr, hier bin ich. Auch wenn es etwas damit zu tun hat, Menschen das Evangelium zu bringen. Ich weiß noch, jemand kam danach auf mich zu und hat mir ein prophetisches Wort gegeben. Die wichtigsten Worte, die mich die ganze Teenage-Zeit durchgetragen haben. Diese Person hat gesagt, wildfremde Person, nie gesehen vorher. Gesagt, ich habe einfach den Eindruck, dir sagen zu sollen, dass Gott mit dir etwas ganz Besonderes vorhat. Und ich weiß noch, ich war da. Es war ein Moment, wo ich mein ganzes Leben hingegeben habe. Ich habe wahrscheinlich für eine halbe Stunde einfach geweint. Es ist peinlich als 15-Jährige, wenn es um dich herum alles Mädchen hat, die du eigentlich cool findest. Es war ein heiliger Moment, es war das erste Mal, dass ich bei Gott angekommen bin. Einfach genau so, wie ich jetzt bin. Noch nicht mit all dem, was ich eigentlich machen möchte, erreichen möchte. Und bei Josua, es war so entscheidend, dass er mal ankam. Mal hier war. Gott will das schaffen, da wo du jetzt bist. Auch wenn das nicht der Ort ist, wo du eigentlich gerne wärst. Es gibt noch eine andere Stelle in der Bibel, wo jemand auf heiligem Boden stand. Es war Mose. Und Mose war da eigentlich auf der Flucht. Er hat einen ägyptischen Wächter ermordet, ist nach Midian geflohen und er war eigentlich im falschen Ort. Aber Gott hat dort plötzlich, du bist im falschen Ort, ist Gott in sein Territorium gekommen und gesagt, das ist jetzt ein heiliger Boden, zieh deine Schuhe aus, renn jetzt mal nicht mehr davon, komm jetzt mal an hier, hör jetzt mal auf mich, ich habe etwas hier vor in dem Moment. Und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht hast du das Gefühl, ja, ich bin im falschen Ort, oder vielleicht denkst du, ich habe mal eine Abzweigung verpasst, wo eigentlich Gott mit mir durch wollte. Gott will immer wieder diese Momente schaffen, vom heiligen Boden. Das ist ein Ort, wo du einfach mal ankommen sollst. Zieh die Schuhe aus. Gib dein Leben hin. Das ist ein Ort, wo du nichts beweisen musst. Das ist ein Ort, wo du nichts erreichen musst. Das Zweite, ein heiliger Boden. Da, wo du jetzt gerade im Leben stehst, musst du nicht gut dastehen. Ich habe heute meine schönsten Schuhe angezogen. Wenn ihr vorhabt, mal in diese Kirche zu heiraten, ich werde wahrscheinlich diese Schuhe dann tragen. Weil ich habe Jeans an, ein altes Hemd, aber schöne Schuhe. Und plötzlich siehst du schick aus. Aber irgendwie, wenn du die Schuhe ausziehst, das ist irgendwie auch ein bisschen peinlich. Besonders wenn man dann merkt, oh, ich habe ein Loch in den Socken. Oh, und dann ist es noch so. Ich liebe, das ist eigentlich so ein Zeichen, wo Gott sagt, hey, komm hier, das ist ein Ort, wo du einfach mal dich nicht beweisen musst, nicht gut dastehen musst. Für mich ein weiterer so heiliger Bodenmoment war im 2001. Eigentlich einer der schönsten Momente damals. Wir hatten die Möglichkeit, als Worship-Band auf dem Rütli zu spielen. Der Ort, wo die Schweiz, die Wiege der Schweiz. Die haben 3.500 Leute erwartet, ein Worship-Abend, Worship-Tag. Und wir durften dort Worship leiten. Grandios. Du kannst nicht mit dem Auto fahren zum Rütli, entweder mit dem Schiff oder eben von Seelisberg runterwandern. Wir haben das gemacht, wir sind runtergewandert. All unser Equipment wurde mit dem Schiff und mit dem Helikopter dorthin gebracht. Ich weiß noch, wir haben aufgestellt, ich habe meinen Amp eingestellt, meine Fußpedale hingerichtet und dann war der Aufruf zum Soundcheck. Und wir konnten meine Gitarre nicht finden. Weil eben, ich habe die nicht selber mitbringen können, hat das bringen sollen. Die haben sie in der Gemeinde vergessen. Und jetzt war das die größte Möglichkeit meines Lebens, soweit von Menschen Worship zu leiten.
auf dem Hütli, was nicht gleich um die Ecke war, ohne Gitarre. Und ich war so am falschen Ort. Und ich habe mich gesagt, Herr, ist alles falsch. Und ich weiß noch, plötzlich ist Gott in mein jämmerliches Territorium eingebrochen. Und es war ein heiliger Boden plötzlich. Und ich habe 45 Minuten geweint. Es war so ein intensiver Moment und ich habe gemerkt, ich muss hier nicht gut dastehen heute. Von all den, ich würde sagen, 1000 Momenten, wo ich Worship geleitet habe in meinem Leben, es war der stärkste Moment in meinem Leben jemals, ohne meine Gitarre. Aber es war wieder der Moment, heiliger Boden, mich hingeben, mich nicht beweisen müssen, nicht gut dastehen müssen. Ich glaube, wir haben es so nötig in unserem Leben. Wir sind so getrieben, wir sind so an einem ungesunden Ort oft. Gott will genau in diesen Punkt, in deine kleine Welt hineinkommen. Sagen, er will es neu definieren, es ist ein heiliger Boden. Und das Dritte, was du über heiligen Boden wissen musst, da wo du jetzt gerade im Leben stehst, bist du einfach mal Gast. Wenn es ein heiliger Boden wird, dann ist es nicht mehr länger der Ort, wo du in Kontrolle bist. Es ist nicht mehr länger der Ort, wo du das Sagen hast. Und für mich ist das Bild, Gast zu sein, eigentlich wir nehmen eine der besten Haltungen ein in einer Gesellschaft, in einem Volk, das voller Besserwisser ist und Kritiker. Aber jedes Mal, wenn ich bei jemandem zu Gast bin, ja, ich ziehe die Schuhe aus. Wieso? Aus Respekt. Ich bringe nicht den Dreck hinein von meinem Leben in ein Haus, das extra schön sauber gemacht wurde, wo ich herzlich willkommen bin. Es ist diese Haltung, ich bin hier Gast. Ich respektiere den Gastgeber. Und für Josua war das so ein Moment, wo er wie ein heiliger Boden hieß, er darf jetzt hier mal sein und hier wird etwas aufgetischt, das von Gott ist. Wenn ich Gast bin, dann schreibe ich nicht vorher noch, hey, bitte koch keinen Fisch, weil das mag ich überhaupt nicht. Ich nehme das mal an. Ich habe schon vieles gegessen, was mir nicht wirklich bekommt. Aber ich habe auch vieles neu gelernt zu essen. Ich dachte, das habe ich noch nie gehabt und das ist eigentlich ganz gut. Und wenn wir von heiligem Boden sprechen, und ich glaube, das, was Gott in deinem Leben neu tun will, ist, dass du mit dieser Haltung kommst und hey, ich bin vielleicht nicht an dem Ort, wo ich gerne sein möchte. Es ist vielleicht nicht da, wo ich gedacht habe, dass ich mal landen werde. Und Gott will da hineinkommen und sagen, weißt du was? Gib dich mal hin, kapituliere mal, komm mal auf meine Seite. Ich tische mal was auf. Und es wird gut sein. Hier bist du mal nicht der Besserwisser. Hier bist du mal nicht der Kritiker. Hier musst du mal nicht verteidigen. Sondern einfach diese Haltung, ich bin mal hier und ich genieße. Und vieles sieht gar nicht so aus, als wäre es so super von Gott. Aber wenn es ein heiliger Boden ist, tut etwas Gott in dem Moment, was unglaublich kostbar ist. Ich glaube wirklich, für uns als Kirche ist es extrem entscheidend, dass wir neu an einen Punkt kommen, wo wir einfach uns mal hingeben. Mal sagen, ich weiß es nicht besser. Mal sagen, hier wird etwas aufgetischt, das mir eigentlich gar nicht passt. Aber was ist es, wenn es heilig ist? Wenn du Gott erlaubst, dich hingibst und sagst, hier bin ich.
Tu etwas, das größer ist als das, was ich jetzt mir vorstellen kann und das, was ich sehe. Und das heißt dann so schön, und Josua gehorchte. Das war die Vorbereitung, damit sie Jericho einnehmen konnten. Josua gehorchte. Ich lade uns ein, aufzustehen. Die Band kann nach vorne kommen. Gott will bei dir Boden gut machen. Es gibt zu viele Sachen, die du irgendwie selbst verteidigst. Es gibt vielleicht zu viel Boden, wo du sagst, auf das bin ich nicht stolz. Es gibt vielleicht zu viel Boden, wo du sagst, da kann Gott niemals reinkommen. Er will Boden gut machen. Und alles, was wir machen müssen, damit es ein heiliger Boden wird, ist uns hingeben. Hier bin ich. Hier bin ich einfach mal Gast. Hier komme ich einfach mal an. Hier muss ich einfach mal nicht gut aussehen. Ich lade euch ein, einfach euer Herz zu öffnen. Das ist jetzt der Teil, den ich nicht vorbereiten kann, auch nicht machen kann. Aber jetzt bist du an der Reihe. Ich glaube, der Heilige Geist hat gesprochen. Du weißt ganz genau, wo du irgendwo in Verteidigungsmodus bist. Es soll heiliger Boden werden. Zieh deine Schuhe aus. Die Band wird spielen. Lass uns glauben, dass es ein Moment wird, wo Gott in dein Leben hineinkommt, da wo du jetzt gerade stehst. Mit all den Fragen, mit all dem Frust. Wir machen das nicht oft bei uns in der Gemeinde, aber ich glaube, heute ist der Altar offen sozusagen. Manchmal braucht es die Momente, wo wir sagen, ich komme nach vorne. Einfach als Zeichen, ich gebe mich neu hin. Ich kapituliere. Ich bin nicht weitergekommen. Ich lasse mich konfrontieren, damit Gott etwas tun kann. Und während die Band spielt, kommt nach vorne. Wir haben auch unser Ministry-Team, das da noch für euch beten wird. Wir machen auch nicht allzu lange. Ein Lied, also wartet nicht zu lange. Es ist ein Moment mit Gott. Es ist ein heiliger Boden. Halleluja.